Meier zieht ausgeschämte Maschkarafetzen an und überfällt an Philipp und busselt ihm an, aber der will ihrer nix. Das geht ihrer so zu Herzen, dass da drauf nachher ein paar Mal am Vogelhof übernacht. Da schenkt's am Bärli einen Haufen Krautköpf und macht ein Sauerkraut draus, so wie er es haben will. Bei der Faschingsfeier im Wirtshaus geht's ein Wettstreit, welche zwei Liebsleute das schöne Maskergewand anhaben. Den ersten Platz gewinnt das Hummerl mit seinen Alten und den zweiten die Uschi mit seinen Alten und Sophia mit seinen Jumpster. Die preußische Apothekerin schreibt der Leni einen Lobspruch und hängt ihm in der seinen Lohn auf. Der Michi glaubt aber zuerst, dass da ein anderes Mannsbild dahinter steckt. Den preußischen Autotyp, seine preußische Mutter, glaubt, dass sie der Zusammenstand mit ihm wieder bessern wird. Und drum will sie sich nachher da nicht davon machen. Aber der verschlechtert sie wieder, weil sie sich nach der Faschingsgaudi vom Schandi stopfen lässt. Danach hilft ihr der Hubert mit seinen Affikaten, dass gegen ihren Schuldenberg prozessieren kann. An Philipp, sein großer Bruder, soll der neue Chef vom Lansinger Bauhof werden.